Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kennenlernen und ihm begegnen kannst. Herzlich willkommen. Ja, Amen. Pfingsten, einmalig guten Tag. Und an dem Tag ist Gott da mit seinem Heiligen Geist. Und wo der Markus so geredet hat, habe ich gerade gespürt in meinem Herz, wow, der Geist Gottes, der zieht unsere Herzen wirklich zu Gott. Und er liebt uns und ist eine Realität. Und wir könnten nicht Kirche sein ohne ihn. Ja, das Thema heute Morgen, wir gehen weiter aus einer Serie aus dem Lukas-Evangelium, warum Jesus. Und das Thema ist heute, warum Jesus einmalig gut ist. Ich weiss nicht, ob du in deinem Leben auch so Sachen hast, wo du sagst, hey, einmalig gut. Also ich meine, alle Eishockey-Fans im Moment sagen einfach, die Schweizer Nazi ist einmalig gut, jawohl, ganz genau. Ich meine, ich bin zwar nicht so der Eishockey-Fan, aber ich habe mich ein bisschen anstecken lassen und begeistern lassen. Und das sind ja fast Handballresultate, die da im Eishockey erzielt werden. Einmalig gut. Oder vielleicht gibt es ein Essen, das du gern hast, oder wo du sagst, meine Mami, wenn sie das gekocht hat, das war einmalig gut gewesen. Oder vielleicht gibt es andere Sachen, die du einmalig gut findest, vielleicht ein Spitzensportler, vielleicht eine besondere Art von Blumen, besondere Aktivität, besonderes Hobby und denkst einfach, hey, wenn ich das machen kann, das ist einmalig gut. Und ja, dann gibt es ja, weiss ich da selber jetzt ein paar Leute, die unheimlich gern einmal ein gutes Glas Wein haben, einmalig gute Tropfen. Aber die Frage ist wirklich die, das sind alles Sachen, die sind vergänglich. Und wenn wir über Jesus reden, dass er einmalig gut ist, reden wir über etwas, das bleibt. Über etwas, wo sein Wesen, sein Charakter ist. Und der Lukas hat jetzt im Evangelium aus diesen Hunderten von Geschichten von Jesus die rausgesucht, die dem Theophilos zeigen wollte. Lass mal, Theophilos, ich schreibe an dich, ich will dir Jesus in seiner Einzigartigkeit aufzeigen. Und warum Jesus einmalig ist, nicht nur als Mensch, sondern einmalig ist in der Geschichte der Menschheit und niemand sich kann vergleichen mit Jesus. Und heute schauen wir in eine spannende Geschichte hinein aus dem Lukas Kapitel 6 und ich werde uns die gerne vorlesen. Als Jesus an einem Sabbat durch die Kornfelder ging, rissen seine Jünger ein paar Ähren aus. Sabbat, Sonntag, vermutlich am Nachmittag irgendwo und ja, Maria hat kein Zvieri gemacht und dann sind sie da in den Feldern gewesen, und dann haben sie ein paar Körnchen gegessen. Und da sagten die paar Pharisäer zu ihnen, das dürft ihr nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat zu arbeiten, indem man Getreide erntet. Jesus erwiderte ihnen, habt ihr nie in der Schrift gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter hungrig waren? Er ging in das Haus Gottes, aß von den Broten, die den Priestern vorbehalten sind, und gab auch seinen Freunden davon zu essen. Auch das verstieß gegen das Gesetz. Und Jesus fügte hinzu, der Menschensohn ist auch Herr über den Sabbat. Und was wir heute Morgen sehen, ist Folgendes, dass Jesus die falsche Religiosität von den Pharisäern durchdrungen hat in einer unglaublichen Präzision und Klarheit. Letzten Sonntag war eine Rechtsanwältin im Gottesdienst in Zürich, wo ich das predigt habe, gesagt, Matthias, das ist wirklich so eine intellektuell herausfordernde Predigt, die war absolut hammergut, wie Jesus das gemacht hat mit diesen Pharisäern. Und ich werde uns reinnehmen, eigentlich, ich sage jetzt mal so, in die Schärfe und in die Klarheit und in die Präzision, mit der Jesus die falsch gelebte Religiosität der Pharisäer durchdrungen hat und ihnen gezeigt hat, hört mal, der Glaube ist nicht da, dass der Mensch dem Glauben dient, sondern der Glaube ist da, dass der Glaube einem Mensch dient. Der Sabbat, hat er an einer anderen Stelle gesagt, ist nicht da, dass der Mensch dem Sabbat dient, sondern dass der Sabbat einem Mensch dient.
Und wir sehen miteinander heute Morgen, wie Jesus sich dafür einsetzt, dass Menschen seine Güte und sein gute Denken wirklich erkennen und können in ihrem persönlichen Leben, vielleicht auch trotz allen Prägungen, die wir haben, trotz allen, ja manchmal sind wir auch nicht immer nur gut, unsere eigene Unbeständigkeit erkennen, wenn einer gut ist, dann ist es Jesus und er kämpft für das Gute in deinem Leben und in meinem Leben. Und wenn ich sage fürs Gute, würde ich eigentlich am liebsten sagen, fürs Allerbeste. Ja, was ist da passiert? Die Jünger sind durch das Kornfeld gelaufen, haben irgendwo Hunger gehabt, haben ein paar Ähren abgezupft, ein bisschen verrieben, haben Körnchen gegessen. Und die Pharisäer kommen und sagen, hey, das ist Arbeit. Und Jesus sagt ihnen, und verteidigt seine Jünger und sagt, ja, aber hört mal, ihr lieben Pharisäer, habt ihr nie gelesen vom David, dass er, wo er Hunger hatte, von dem Brot gegessen hat, wo eigentlich nur Priester hätten dürfen nehmen. Und jetzt macht Jesus etwas. Er nimmt den König David, wo die höchste Referenz war für das Volk Israel, was Königtum anbetrifft, aber auch was Priestertum anbetrifft. Weil der David ist für sein Volk auch wie ein Priester gewesen. Und er sagt zu ihnen, hört mal, er hätte es dürfen, weil er hat Hunger hatte. Warum dürfen es wir denn nicht? Und plötzlich fangen die Pharisäer an, etwas zu verstehen. Jetzt müssen wir schambar aufpassen, was wir sagen. Wenn wir sagen, der David ist falsch gelegen, dann passiert Folgendes. Dann wird Jesus euch sagen, weißt du was, dann redet ihr ja gegen euren eigenen Berufsstand, weil die Priester seinerzeit haben ihm das erlaubt. Und ich kann mir vorstellen, für einen Moment haben die Pharisäer gedacht, meine Güte, jetzt einfach aufs Maul hocken, nichts sagen, weil was wir auch sagen, wird am Schluss gegen uns verwendet werden. Und sie sind still. Und ich glaube, dass etwas passiert ist in dem Moment, wo die Pharisäer plötzlich gemerkt haben, weißt du was, Jesus ist nicht einfach nur der Sohn vom Zimmermann. Jesus ist nicht einfach nur irgendein Mensch, sondern Jesus ist nicht nur unglaublich clever, sondern in dem Moment setzt sich David auf eine Ebene, auf eine Stufe von der Autorität, wie es der König David damals gemacht hat. Und sein Argument ist absolut stimmig und nachhaltig. Es muss etwas passiert sein bei den Pharisäern, wo sie gemerkt haben, hey, Moment mal, langsam. Wer sich mit Jesus anlegt, leitet sich mit dem Falschen an. Und sie merken aus dem Wort von Jesus, dass Jesus Glauben, das Halten vom Gesetz komplett anders definiert als sie. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben Folgendes gemacht. Sie haben die 10 Gebote gekannt. Das ist das längste Gebot, das Sabbatgebot, das es gibt in den 10 Geboten, wo Jesus übrigens alle bestätigt hat, auch im Neuen Testament. Und sie haben Folgendes gemacht. Sie haben angefangen, die Gebote von Gott zu regulieren. Allein für den Sabbat haben die Pharisäer 39 verschiedene Arbeitsgebote entworfen, was man alles an einem Sabbat darf und was man nicht darf. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Sabbat ist zu einem Tag geworden, wo die Menschen haben sich überlegen, was darf ich alles nicht an dem Tag. Und er hat einen ganzen Regelkatalog gegeben. Da ist beispielsweise auch nicht weiter als 1000 Schritte weiter weg von deinem Haus dürfen angehen, etc., etc., etc. Ganz ein Haufen Gebote. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Tag, wo Gott eigentlich für den Segen vom Mensch wollte, ist zu einer Last geworden für den Mensch. Und Pharisäer merken plötzlich, hey, Jesus, er fängt an, ihre Religiosität zu durchdringen, und zwar mit dieser Präzision, die ihnen anfängt zu zeigen, hört mal, ihr denkt den Glauben völlig vom falschen Ort her an. Der Glaube an Gott ist nicht dazu da, dass ihr dem letzten Endes dem Glauben dient, sondern er soll etwas für euch tun. Schaut, Jesus hat den Sabbat auch gehalten, aber ganz anders als sie.
Für was ist der Sabbat gedacht gewesen, der Ruhetag? Übrigens, die Franzosen haben versucht, den mal abzuschaffen, haben versucht, mit der Dekade eine 10-Tage-Woche einzuführen. Nach weniger als 15 Jahren ist dann unter der Führung von Napoleon haben sie die wieder abgeschafft, weil sie gemerkt haben, wenn die Leute nur 36 freie Tage haben im Jahr, oder wenn nur 36 freie Sündig haben im Jahr und nicht 52, hey, dann geht es nicht gut. Keine 15 Jahre und es scheint, ihr findet die 7-Tage-Woche überall auf der ganzen Welt. Und man hat herausgefunden, wenn Menschen den Sabbat nicht halten im Sinn vom Tag von der Ruhe, dann haben wir am Schluss eine ausbrannte Gesellschaft. Der Sabbat ist nämlich ein Tag vom Vertrauen zu der Beziehung zu Gott. Ich vertraue Gott, wenn ich einen Tag auf Arbeit verzichte, dass die anderen 6 Tage, die ich habe, genug sind für meine Versorgung. Und ich vertraue darauf, dass wenn ich die Arbeit sein lasse und den Tag nehme, so wie Gott ihn wollte, dass Gott mir etwas Gutes tut durch den Tag. Schau, der Sabbat ist eigentlich gedacht, unter den Juden, Freitagabend ist losgegangen bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Das war ein Tag, es war einmal ein Tag für die Familie. Man hat angefangen mit einem Essen miteinander. Man hat Gemeinschaft geübt. Vielleicht so, die ganze Woche war man verstreut, dort und da am Arbeiten. Dann ist man zusammengekommen. Es war Family Time. Und all die Familie haben, wissen, wie entscheidend wichtig ist, dass du gemeinsame Familienzeiten hast. Und die musst du institutionalisieren. Die musst du haben in einer Regelmässigkeit. Ist dazu da gewesen, um das Essen zu geniessen. Nicht hastig müssen auf die Uhr zu schauen, wieder müssen zu gehen, sondern Zeit zu haben zum Essen, zum Reden. Es war ein Tag zum Spielen. Es war ein Tag zum Zeit miteinander zu geniessen. Aber es war auch ein Tag, wo man auch Gott angebetet hat. Man hat gewusst, ich brauche so einen Tag in der Woche, wo ich ungestört, gemeinsam mit anderen Leuten Gott loben und preisen und anbeten, Gottes Wort beziehen. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und ich glaube, viele sind da heute Morgen, die sagen, ich kenne das, ich weiß von das Gefühl, das geschieht, wenn ich die Bibel lese, wenn ich Gottes Wort überkomme in eine Predigt, wie es mir gut tut da innen, wie es etwas macht mit meinem Leben. Und das ungestört zu machen, mit anderen, Gott zu loben und zu preisen, das ist eine Erfahrung. Das ist mehr wert als in einem Stadion zu fanen. Auch wenn die Eisarena die nächsten Tage grosse Attraktivität hat, nicht nur wegen dem Eis und dem Hockey, sondern vermutlich auch wegen der Kühle. Aber wenn wir gemeinsam miteinander Jesus erheben und verkündigen, you are so good to me, dann geschieht etwas in unserem Leben, geschieht etwas in unserem Herzen. Der Sabbat ist für das da. Und schau, Jesus, er weiss um die Gefahr, dass der Glaube plötzlich auch in unserem Leben zu einer Religion wird. Und wie viele religiöse Statements gibt es? Und wenn wir ganz selbstkritisch sind, haben wir vielleicht die eine oder andere auch schon gesagt und geglaubt. Ein Christ tut. Ein Christ liest die Bibel. Ein Christ betet. Ein Christ dient Gott. Ein Christ. Und ich könnte die Liste verlängern. Und was äußerlich stimmt, kann aber, wenn man es nicht präzise anschaut, nur eine Religion sein, aber nicht mehr lebendig gelebter Glaube. Dann schaut alles in unserem Leben, was wir tun, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir beten, wenn wir Gott dienen. Woher soll das kommen? Es soll kommen aus einer persönlichen Beziehung zu Jesus. Es soll kommen aus einem persönlichen Leben mit Jesus. Wenn ich predige, weil es mein Job ist, dann ist Zeit für mich zum Abgeben und meine Kündigung einzureichen. Ich habe gesagt, Gott, ich will nie predigen, weil es mein Job ist. Wenn ich predige, dann will ich predigen, weil ich etwas von dir bekommen habe, wo ich weiss, das willst du mit den Menschen teilen. Das ist etwas, das keiner muss hören. Das ist etwas, das Menschen hilft. Das ist etwas, das Menschen weiterbringt. Das ist etwas, das Menschen verändert, das Menschen befreit. Und so dienen wir Gott. Wir beten nicht, weil man das macht.
und nach 2 Vaterunser ein gutes Gefühl hat. Sondern wir beten, weil wir sagen, Gott, red du zu mir. Gebet ist nicht, wir sagen Gott, was er machen muss. Gebet hat viel mehr damit zu tun. Gott redet mit mir und sagt, was er will. Gebet ist ein Dialog. Es ist ein Hören. Und ich weiss, meine Gebetszeit hat sich so verändert, wo Gott mir mal gesagt hat, was denkst du, Matthias, wer hat mehr zum Sagen beim Gebet, du oder ich? Dann habe ich gewusst, Matthias, weißt du was? Wenn du auch mit viel Feuer betest, Herr, komm und bewirk du das, mach jenes, blablabla. Sagt Gott, hey, kann ich irgendwo noch ein Türchen bekommen, wo ich auch noch etwas sagen kann? Verstehst du, was ich meine? Oder du liest die Bibel. Und ich habe gemerkt, wenn ich die Bibel einfach lese und ich gehe dahinter und sage, heute ein Kapitel, morgen 3 Kapitel, was auch immer, in einem Jahr durch die Bibel, ist alles cool. Aber wenn ich die Bibel nicht lese und es führt mich dort an, wo ich merke, Gott redet zu mir, dann habe ich ein Buch gelesen, aber nicht Gottes Wort. Macht das Sinn? Darum sage ich kann nicht die Bibel lesen, wenn ich nicht vorher bete und sage, Herr, lass meine Herzensfrequenz ausgerichtet sein, dass ich nicht von einem Buch bin, sondern von deinem Reden zu mir. Jesus hat die Religiosität der Pharisäer durchdrungen. Nicht nur mit dem, er ist einen Schritt weitergegangen. Er hat gesagt, schaut, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ich kann mir vorstellen, da ist der Pharisäer vielleicht auch kalt den Rücken abgelaufen für einen Moment. Weil jetzt hat Jesus etwas gesagt. Vor euch steht nicht irgendjemand, sondern der Sohn des Menschen. Jetzt, wenn man es sehr oberflächlich liest, könnte man meinen, Jesus redet darüber, ich bin der Sohn vom Josef. Aber die Pharisäer haben gewusst, der Menschensohn, das ist ein Titel in der Bibel. Und er geht zurück auf der Daniel Kapitel 7, und ich werde es vorlesen. Es heißt, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschen Sohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Das ist Jesus, wo vor dem Vater im Himmel gestellt worden ist und vom Vater im Himmel erschien. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt, und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Und jetzt kommt, alle Völker, Nationen und Sprachen geben ihm die Ehre, auch China und Russland. Und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Das ist der Menschensohn. Es war ein königlicher Titel für den Messias. Es war ein Titel in der Bibel für ein ewiges Wesen. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Und die Pharisäer fangen in diesem Moment an zu verstehen, vor uns steht entweder ein grösser, wahnsinniger Typ oder vor uns steht der Messias. Vor uns steht entweder ein eingebildeter, narzisstischer, überzogener, bipolarer Mensch, der jetzt gerade in einem Höch ist. Oder vor uns steht die Person, die schon das erste Buch in der Bibel anfängt darüber zu reden, es wird einmal einer kommen, von der Macht der Sünde wird der Kopf zertreten. Jesus ist Herr über den Sabbat. Er leitet Gottes Wort aus, nicht mehr. Er sagt, wie Gott es gemeint hat, nicht mehr. Und weißt du, vielleicht bist du da heute Morgen und du bist irgendwo so ein bisschen pissed off von Menschen, die eine Religiosität leben, wo du sagst, hey, mit Gott könnte ich vielleicht noch etwas anfangen, aber ich kann nichts anfangen mit dieser Art und Weise, wie die den Glauben leben. Lass mal, heute Morgen kann ich dir etwas sagen. Schau,
Nicht Menschen an in erster Linie, wie sie für die Religion leben. Schau Jesus an. Schau Jesus an. Jesus setzt sich ein und er kämpft dafür, dass Menschen und auch die Pharisäer etwas erkennen. Gott ist ein guter Gott. Gottes Gebote sind gut. Und ich werde es nicht zulassen, dass Menschen in ihrer Menschlichkeit aus göttlichen Gebot etwas machen, wo Gott nie gemeint hat, sondern ich kämpfe dafür, dass Menschen in dem Gebot von Gott seine Güte erkennen und sehen. Der Sabbat ist für den Mensch. Wie viel anders würde es unserer Menschheit gehen? Wie viel weniger Leute hätten wir im Burnout und in Kliniken, wenn Leute den Sabbat würden so begehen, wie Gott ihn gemeint hat? Das ist zum Sagen vom Menschen. Du kannst durch alle 10 Gebote gehen von der Bibel heute Morgen und du könnt dir bei jedem einzelnen Gebot sagen, warum Gott dahinter es nur gut meint mit uns Menschen. Du sollst keine anderen Götter haben. Das Erste. Mach nur ein Beispiel heute Morgen schnell. Warum? Warum? Weil Gott weiss, wenn Geld dein Gott ist, wenn dein Ruhm dein Gott ist, wenn deine Karriere dein Gott ist, wenn deine Liegenschaften dein Gott sind, wenn dein Image dein Gott ist, weißt du was, dann dienst du diesen Sachen und du bist ein Sklave von den vergänglichen Sachen. Und weißt du, die können brutal sein. Wie viele Menschen haben ihre Gesundheit geopfert, nur um für sich selber und ihr Image richtig dastehen. Wenn Gott dein Gott ist, dann musst du nichts beweisen. Dann darfst du Mensch sein aus der Gnade Gottes. Wenn Gott dein Gott ist und du ihm dienst, dann hast du den besten Meister, den es gibt. Dass keiner so gut meint wie er. Weil er uns begegnet mit Gnade und Barmherzigkeit und weil er uns verändert, nicht mit einer Daumenschraube, sondern durch die Kraft vom Heiligen Geist. Jetzt könnte man meinen, hey, jetzt ist ja gut, Lukas, hey, hast du deinen Punkt gemacht. Jesus ist unglaublich gut. Und er meint es gut mit uns Menschen. Und mir scheint es, also, wo ich den Lukas so gelesen habe, jetzt würde der Lukas sagen, ich will euch jetzt nochmal eine Stufe mehr, den Nachbrenner, den Turbo noch geben, wie gut Gott ist. Und er erzählt eine weitere Geschichte. An einem anderen Sabbat befand sich ein Mann mit einer verkrüppelten Hand in der Synagoge, während Jesus lehrte. Die Schriftgelehrten und Pharisäer passten genau auf, ob Jesus den Mann am Sabbat heilen würde. Denn sie versuchten nach einem Vorwand Anklage gegen ihn zu erheben. Er sagte zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand, komm her und stell dich hier in die Mitte. Da stand der Mann auf und dann sagte Jesus zu ihnen, ich habe eine Frage an euch. Entspricht es dem Gesetz am Sabbat, jetzt kommt es wieder, Gutes zu tun? Oder ist der Sabbat ein Tag, um Schaden zuzufügen? Ist es ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Er sah einen nach dem anderen an. Weißt du, und dann habe ich gefragt, was hat Jesus in den Augen gesehen? Und ich kann mir vorstellen, es sind drei verschiedene Augen hat Jesus gesehen. Die einen Augen, die haben Jesus erwartungsvoll angeschaut. Denkt, was passiert jetzt? So Krimi, Suspense, Spannung. Keine Ahnung, was jetzt passiert, aber es ist spannend. Wird Jesus das Lästern, das Wort der Pharisäer riskieren, dass sie ihm den Kopf abreißen? Oder wird Jesus, ich weiß auch nicht, wird Jesus vielleicht sagen, ja, gute Besserung. Ich glaube, Jesus hat die andere Augen hineingeschaut, die Augen vom Hass und der Ablehnung. Und die Augen haben nur darauf gewartet, Jesus. Mach einen Fehler und du bist dran. Mach einen Fehler und du bist dran. Und ich glaube, dann hat es Menschen gegeben, vom Geist bewegt, innerlich, die haben gebetet, haben gesagt, Jesus, lasst Menschen Gottes Güte sehen.
Lass Menschen etwas sehen von deiner Güte gegenüber der Härte der Pharisäer. Und Jesus, er sagt, streck deine Hand aus. Und der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darüber gerieten die Gegner von Jesus außer sich vor Zorn und sie begannen Pläne zu schmieden, was sie gegen ihn unternehmen könnten. Ich glaube, der Lukas hat die Geschichte bewusst integriert, sehr präzise in sein Evangelium hinein, weil er den Menschen etwas zeigen wollte. Weißt du was? Jesus riskiert seinen Ruf und Jesus riskiert sein Leben, um gut zu tun. Ihr werdet es sehen, von jetzt an im Lukas-Evangelium sind die Pharisäer getrieben von dem einen Wunsch, Jesus als Messer zu liefern, in den Tod zu liefern. Aber weißt du, was mir das zeigt? Es zeigt mir Folgendes. Wenn uns jemand so liebt, dass er bereit ist, sein Leben zu riskieren für uns, dann muss das jemand sein, der durch und durch gut ist. Und das ist Jesus. Einige Monate später hat Jesus genau das am Kreuz von Golgatha bewiesen. Er ist dort gestorben für uns Menschen. Er ist dort gestorben, weil wir hätten den Preis für unsere Sünde und Schuld müssen tragen. Er war dort und weißt du, was er gesagt hat zu seinen Peinigern? Und ich sehe auch dort wieder die Güte Gottes. Er sagt zu denen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir hätten unseren Gegner Schimpf und Schand gesagt. Wir hätten unsere Gegner verflucht. Jesus sagt, vergib ihnen. Jesus, er ist einmalig gut. Und weißt du, was mir das zeigt? Niemand und nichts kann Jesus aufhalten, uns Menschen gut zu tun. Uns Menschen gut zu tun. Nichts und niemand kann Jesus und seine Disposition uns gegenüber gut sein zu uns ändern. Nichts und niemand. Gott, Jesus, Gottes Geist sind in ihrem ganzen Wesen durchdrungen von dem einen Drive, gut zu tun. Sich für uns das Beste einzusetzen. Ich werde uns heute Morgen hineinnehmen, ein paar Gedanken, die uns können vielleicht ja ganz unterschiedlich helfen. Das, was Jesus uns gezeigt hat heute Morgen, wie er ist, für unser Leben anzuwenden. Vielleicht bist du jemand, der zweifelt an dieser Güte von Jesus. Und weisst du, es kommt fast immer daher, dass wir versuchen, Gott zu interpretieren durch die Erlebnisse in unserem Leben. Und ich will dir heute Morgen sagen, schau mal, Jesus hat keinem von uns verheißen, dass alles nur Gold und geschmiert läuft im Leben. Jesus hat sogar gesagt, ihr werdet Bedrängnis erleben. Jesus hat gesagt, ihr werdet Anfindung erleben. Jesus hat davon gesagt, wir werden durch Bedrängnis gehen. Aber die Frage ist, an was machst du dein Bild von Gott fest? Ich werde dir heute Morgen eine Alternative mitgeben. Mach es nicht fest an dem, wie du dein Leben und die Ereignisse in deinem Leben interpretierst, sondern mach es fest an Jesus. Mach es fest an dem, wie Jesus sich gezeigt hat. Schau, jeder von uns hat Erlebnisse in seinem Leben, die er nicht einordnen kann. Jeder von uns hat Erlebnisse gemacht, wo wir sagen, Gott, wo bist du gewesen? Gott, warum hast du das zugelassen? Ich habe Folgendes festgestellt, weißt du, ich bekomme nicht für all die Fragen eine Antwort. Aber ich kann etwas festheben. Nicht an meiner Interpretation, die immer subjektiv ist, von meinem Leben, sondern ich kann mich festhalten an Jesus, an seiner Offenbarung, an seinem Wort, an seiner Göttlichkeit und wissen, egal was passiert, Gott ist gut. Und ich habe mich entschieden, nicht meiner Interpretation zu glauben, sondern ich habe mich entschieden, dem ewigen Wort Gottes zu glauben. Zweitens,
Gottes Wort sagt uns, und vielleicht ist das dein Thema heute Morgen, und dann werde ich dir sagen, wenn wir Ministry Time haben in ein paar Minuten, gang und lass für dich beten. Und ich werde dich wirklich ermutigen, entmacht deine Zweifel an Gott heute Morgen im Glauben und im Bekenntnis von dem, wer Jesus wirklich ist. Und dein Glaube wird dann eine Dynamik und einen Schub bekommen, den du vorher nicht gehabt hast. Zweitens, die Bibel sagt uns, dass uns Gottes Güte zur Umkehr leitet. Schaut, Jesus ist nicht gekommen, um die Welt zu verurteilen, sondern um die Welt zu retten. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du weißt, da gibt es Sachen in meinem Leben, die könnten vor Gott nicht bestehen. Die sind nicht okay, die sind nicht in Ordnung. Weißt du, was Jesus dir sagt? Lass mal. Wenn es irgendeiner gut meint mit dir, bin ich's. Aber weißt du was? Meine Güte ist dazu da, dass du Vertrauen fassest zu mir und dass du kommst und sagst, Jesus, in deinem Namen bist du Herr, nicht nur über den Sabbat, bist du Herr auch in meinem Leben. Herr Jesus, ich will umkehren an dem Tag, zurück in Glauben zu dir, zurück in die Nachfolge von dir, zurück in Gehorsam zu dir. Bist du neu Herr von meinem Leben. Schau, ich habe eines festgestellt, wenn ich Herr bin in meinem Leben, kommt es zusammen nicht so gut raus. Wenn Jesus Herr ist, wenn seine Kraft mich leitet, bin ich ein anderer Mensch. Und das willst du sein. Und das Dritte, vielleicht sagst du, Matthias, die ersten 2 Themen, Höckli dahinter, Halleluja, für mich ist Gott ein guter Gott, Halleluja, ich wüsste im Moment nicht gerade, wo ich umkehren müsste, dann gebe ich dir eine Challenge mit für die nächste Woche. Wenn Gott so gut ist, weißt du, was er denn zu dir sagt? Auch du sollst gut sein. Auch du sollst gut sein. Übrigens eine Frucht vom Heiligen Geist. Güte. Güte. Es fängt an in deinen Gedanken, wie du über andere Menschen denkst. Check dich mal die nächste Woche. Sind deine Gedanken durchdrungen von der Güte Gottes? Oder schleicht sich da, dort und da eben so Dreck rein, wo du Menschen judgest, wo du Menschen runtermachst, wo du Menschen bös, negativ, kritisch gegenüber bist? Dort kannst du umkehren. Dort musst du umkehren. Weil Gott will, dass wir zu guten Menschen werden. Und zwar nicht, um uns den Himmel zu verdienen, sondern weil Gott gut ist. Und wenn Gott Herr ist in unserem Leben, werden wir auch zu guten Menschen. Und die Aufgabe für die nächste Woche ist nicht nur dein Denken, sondern ich möchte dich ermutigen, tu jemandem etwas Gutes die nächste Woche, was es nicht erwartet. Was nicht erwartet. Ein Freund, ein Bekannter, der Jesus nicht kennt. Bring etwas vorbei, ein Geschenk. Lass dich mal 20, 30 Franken kosten. Tu etwas Gutes. Und wenn die Leute fragen, ja, aber wie habe ich das verdient? Warum machst du das? Hast du eine Möglichkeit, zu dem Glauben an Jesus zu stehen. Ich habe so viel Gutes erlebt mit Jesus. Und ich werde die Güte von ihm einfach weitergeben und teilen. Amen. Wollen wir aufstehen zum Gebet. Herr Jesus Christus, deine Gegenwart ist da und du bist auch da mit deinem wunderbaren Heiligen Geist. Und Herr, ich will jetzt nicht, dass wir einfach nach dieser Predigt vielleicht Amen sagen. Ich will auch nicht, dass wir einfach am Schluss sagen, ja, okay, ist gut. Ist vielleicht nicht so schlecht gewesen, die Predigt. Ich will, Herr, dass wir etwas machen damit. Dass wir dein Wort umsetzen dürfen. Und ich bete heute Morgen, dass Menschen, die du angesprochen hast, Menschen, die jetzt etwas mitnehmen aus dem Gottesdienst, dass wir jetzt miteinander auch beten können. Und ich habe so gedacht, wir könnten heute Morgen etwas machen. Wir haben unsere Ministry-Seite zu eurer Rechten. Ich möchte unsere Mitarbeiter bitten, so bereit machen zum Gebet. Und ihr seid eingeladen.
Vielleicht sagst du heute Morgen, ich brauche wirklich Gebet für etwas Spezifisches. Dann darfst du jetzt gehen. Es sind Menschen da für dich, die für dich beten. Übrigens, etwas Gutes, was Gott tut, ist übrigens auch Wunder. Vielleicht hast du so eine Hand, wo du Gott heute auch ausstrecken wie der Mann. Und sagst, Herr, tu doch wirklich an mir ein Wunder. Ich brauche dich. Oder ich brauche dich dort in meinem Herz. Ich brauche dich mit einer Person. Ich brauche dich, dass ich deine Güte sein kann. Darfst du gerne gehen zum Gebet? Und die nicht gehen, ich möchte euch heute Morgen einladen, dass wir heute etwas machen, dass wir an unserem Platz das Zweite füreinander doch beten können. Und wenn du eingeladen bist, weißt du, und Gott noch nicht kennst, sagst ich kann nicht beten, ist auch okay. Vielleicht sitzt jemand neben dir, der für dich beten kann. Dann dürft ihr einander segnen für die Woche, dürft füreinander einstehen im Gebet. Hey, einfach einander im Gebet segnen bedeutet, Gutes auszusprechen für den anderen. Wie viele von euch können Gutes brauchen in ihrem Leben? Ich auch. Also es könnte noch mehr sein. Und dürfen auch als Kirche miterleben, am Schluss von so einem Gottesdienst ist Jesus im Zentrum. Es ist ein Haus vom Gebet, es ist ein Haus, wo man den Namen von einem lebendigen Gott anruft und darf spüren und merken, Gott ist wirklich da. Gott ist präsent, Gott ist existent. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über den eingeblendeten Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.